Sauber. Einfach sensationell. Der Peter hat sich seine ersten 8 Gehälter als Heizungsbaulehrling gespart und hat sich davor ein gebrauchtes Moped gekauft. Im Kreis stehen wir um die DKW Humme herum und begutachten das Gefährt mit ebenso viel Begeisterung wie fehlendem Sachverstand. Goldbraun lackiert war die Pracht. Und ganz bestimmt geht die Maschine schneller als die erlaubten 40 km/h. Wer wollte schon 40 gefahren? Mindestens 50 waren drin. Natürlich war jeder gerne mal eine Runde damit gefahren. Aber der Peter war gut dran, das nicht zuzulassen. Er hätte mich nicht lange Freude an seinem Moped gehabt. So nach und nach kommt jeder meiner Spätzl zu seinem Moped. Alle verdienen als Lehrling auch schon ein paar Euro. Und mit der Unterstützung der Eltern klappt es früher oder später. Als Gymnasiast, der nicht von seinen Eltern gesponsert werden kann, waren meine Aussichten da eher trüb. Obwohl eine Frau in der Nachbarschaft ihre Heinkel-Perle zum Preis von 120 Euro abgeben hat. Genauso hätte sie 5000 Euro verlangen können. Es war einfach illusorisch. Aber eine Heinkel-Perle für einen Kenner der Moped-Szenerie war das der Geheimtipp. Das Fahrzeug schaut aus wie ein schwanges Fahrradl, hat optisch überhaupt nichts Sportliches an sich, wird aber gern von mutigen Frauen und ältere Herren gekauft. Die Werte waren verborgen. Der Motor des Mopeds lässt sich unheimlich frisieren. Das Ding kreischt zwar dann wie ein Kreissack, aber was soll's? Je lauter, umso besser. Wenn man dann noch den Zweitakt-Gemisch einen kleinen Becher Rizinusöl beifügt, so kann man dann den Heul auf 70 hochjubeln. Die Lenkstange wird so kurz abgeschnitten, dass rechts und links gerade da die Handgriffe für Gas, Kupplung und Vorderbremse Platz finden. Dann die Knie nach innen presst, wegen der Aerodynamik tief duckt und man sitzt drauf wie der berühmte Affe auf dem Schleifstor. Aber keine 120 Euro, kein Affe auf dem Schleifstor. Es schaut ganz so aus, als hätte die Lärm- und Geruchsbelästigung durch mich meiner Umwelt erspart bleiben. Bis ich bei einer Stadt rein, also eine Runde durch die Stadt, mit dem Fahrradl den Günther in der Kufsteiner Straße vor dem Haus seiner Eltern antriff. Er hat ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter gemacht. Hätte einen Fuß nach vorn gestellt, war er garantiert über seine Unterlippen gestolpert. Hey Günther, was läuft? Er schaut zu mir auf, Verzweiflung und Wut lodern in sein Gesicht. Mein Kibi geht nimmer. Kibi, Kübel. Das war das gebräuchliche Synonym für das Moped. Eigentlich für jedes motorisierte Gefährt. Was fällt ihm denn? Wenn ihr das wisset. Ich hab mich untersucht, aber nichts gefunden. Und nachher? Jetzt hab ich ihn total zerlegt und bring ihn nicht mehr zusammen. Ich folge ihm in die Holzleg hinterm Haus. So Holzleg, also Holzschuppen, war die übliche Werkstatt aller Moped-Jünglinge in der Zeit. In dieser Holzleg stehen, liegen und hängen die Fragmente und Einzelteile von einem Moped wüst durcheinander. Der Günther hat sich bei seinem Reparaturversuch gründlich übernommen. Ja und jetzt? Frage ich ihn. Ich habe so eine Wut. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Magst du das? Ich verkauf das. Was zahlst du denn? Ich witter meine Chance. Mei, sage ich. Viel Geld habe ich nicht dabei. Ich grabe in meiner Hosentaschen und bring, ich werde es niemals vergessen, ganze 4 Euro und 57 Cent zum Vorschein. Ich stricke ihm die Hände mit den Münzen entgegen. Da, das ist alles, was ich dabei hab. Er starb mich verdutzt an. Wer spinnst du? Was soll ich denn mit die paar zerquetschte? Ich bin standhaft geblieben. Nimm's oder tu dich weiter ärgern. Er war sich nicht sicher, ob ich ihn verarschen möchte oder ob ich ihm ein ernsthaftes Angebot mache. Dann gibt er sich einen Ruck. Du her, sagt er, und nimm den ganzen Krempel mit. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Bevor er sich noch anders überlegen kann, drücke ich ihm die Münzen in die Hände und suche Schachteln und Tüten zusammen, in die ich die ganzen Schrauben, Muddern und sonstigen Kleinteile sammeln kann. Das Lotterwagel aus der Holzleg hat mir der Günther auch noch gelingen. Und so bin ich mit meinem Moped-Puzzle heimmarschiert. Geschlagene 14 Tage haben der Franz, der Peter und ich getüftelt, bis das Fahrzeug A wieder wie ein Fahrzeug ausschaut und B sich auch so benimmt. Auch Ende so quickly war's. Zwar nicht der Hit auf dem Gebraucht-Moped-Markt unter uns Halbstarken, aber nachdem wir es lackiert und nach Vordermann gebracht haben, findet sie Abnehmer, der bereit war, einen 100er zu zahlen. Meine Mutter legt noch einen 20er dazu. Genau. Die Heinkel-Perle gehört mir. Und jetzt passiert das, was ich schon im Vorspann beschrieben habe.
Meine Umwelt ist nix, aber gar nichts der Sport bleiben. Nicht den älteren Nachmittag schlafen, nicht den Wanderern am Ferdinand Schlögelweg und nicht dem Günther, der nie kapiert hat, wie ich aus der zerlegten Anysook Weekly eine rassige Heinkel Pelle zaubert hab. Servus.